kann Dragoff China nur bedingt Hilfe leisten. Seien Sie vorsichtig. Ich werfe Sie ungern den Wölfen vor, egal wie sehr wir wegen des Angriffs auf die City Hall und der Dragoff her sind. Schüsse. Meldung. Der Ladebereich in der Quad wird angegriffen. Feuer auf das Tor. Nehmt den FCW. Dürft das Lager. Ja, servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Division 2 Video. Ich bin die Feldwolzen und zeige euch heute ein One-Shot-Bild Survival, also ich sag zum Überleben. Ja. Da haben wir dann einmal der weiße Tod und die Adlerträger, total unkonventionell. Der weiße Tod mit entschlossen, der Adlerträger, naja, wie halt der Adlerträger ist, ne? Mit Zähigkeit, hat man schon oft den Arsch gerettet. Der weiße Tod sollte 137 Kopfschuss haben und unbedingt vernichtend drauf. Dann haben wir 4 Teile Heißsporen. Was der macht, liest sich selber durch, das lese ich jetzt nicht alles vor. Alles gerollt auf Waffenschaden und Kopfschussschaden. Kopfschussschaden ist mehr als Saufer, kann ich besser reden. Aber wenn man sagt, Kopfschussschaden Mod, dann haben wir in die Handschuhe der gleiche Mist, dann haben wir Holster, das gleiche, dann haben wir Knie, das gleiche, einmal Kopfschussschaden, eine da, dann haben wir das Geschenk, hat sowieso Kopfschussschaden in die Attribute drin, dann Waffen, Kopfschussschaden, perfekte Wachsamkeit, Waffenschaden 25% mehr, dann haben wir einen Serienmörder, perfekter Kopfgeldjäger, auch mit 2 mal Kopfschussschaden und wenn man über 150% Kopfschussschaden drüber kommt mit seinem Set, ja, dann skaliert es rauf bis 1250% Kopfschussschaden und das haut dann jeden um. Ist ein bisschen tricky zum Spielen. Sollte man doch einmal einen übersehen, darum habe ich das eine da, weil ich nicht das beste Aim habe, ja. Aim habe, also Zielwasser, geht ja aus bei mir. Und dann zücke ich die Adlerträger und spiele meinen Schüttel weiter. Ja, die Adlerträger hat das Talent, dass es die Zähigkeit hat, ja. Fällt man nicht so schnell um. Ja, ein Frosch im Hals. Wenn man jetzt da sieht, ja, da bin ich wieder ein bisschen, ja, hinten nachher gewesen.
weil wie gesagt das Set braucht einen Kopfschuss, damit es den Stack aufbaut, und wenn man auch gerade Leiter hat mit viel Rüstung, mit den gelben, dann spielen wir das heroisch. Und ja, die Rikers, die haben halt da oft einmal viel Rüstung oder noch mit extra Zähigkeit, dann eben mit der Adlerträger weiter. Macht jetzt nicht den Überdamage, als wenn man extra was hat, aber naja, es gelangt. So, bei mir hat das 352% Kopfschussschaden auf dem weißen Tod und 220 habe ich auf der Adlerträger. Da ist das Set nochmal im Ganzen. Screenshot machen, nachbauen. Pistole habe ich halt drin, die D50. Wenn man Kugeln ausgängen, tue ich mit der weiter, sieht man dann zum Schluss. Ja, und ich habe gesagt, das sind Dry Builds, ja. Dann bauen wir das eine mal geschwind um. Dann brauchen wir da einen Habsburg-Teil. Hat Kopfschussschaden drin, dann haben wir das Geschenk wieder einmal. Dann brauchen wir Dienstleisterhandschuhe, auch gerollt auf Kopfschussschaden. Ich habe das jetzt nicht gemacht, ist ja nur zu Demonstrationszwecke. Dann haben wir, Alter, muss mal was nachtrinken. Ja, dann haben wir Gebiet des Fuchses drin, auch Kopfschussschaden auf. Dann haben wir nochmal ein Holster von Walker and Harris, ja, da haben wir auch Kopfschussschaden auf. Und dann haben wir Waffenschaden und Rüstungsschaden, weil wir ja die Weste, die Serienmörderweste auch wieder drauf haben. Dann müssen wir die Adler außer da und die 18, wie heißt's? Ja, 1886, eine, ja, das ist ein Gewehr. Nicht vergessen, dass man die Spezialisierung auch auf Gewehr umstellt, ja, 15% schenkt man sonst her vom Waffenschaden. Also Kopfschussschaden, Mod auch Kopfschussschaden, habe jetzt nicht drin. Wie gesagt, ich habe es probiert mit dem Ding zum Spielen, also für einen, der Gewehrspieler ist, mag es gut sein. Ich habe es nicht zusammengebracht, also für mich ist das Set jetzt nichts, aber gibt es von dem Set tatsächlich auch ein anderes Video, das habe ich nachgebaut. Weil es geheißen hat, das ist so gut, ich habe es probiert. Ja, ich stelle es euch einmal vor, sucht es ein Gausser. Der erklärt es dann sehr gut, ist ein Englischer. Und ja, der spielt es dann auch ein bisschen anders mit dem Zeug. 200% Kopfschussschaden kriegt man mit dem Gewehr zusammen. Also muss man ein bisschen was dazu rechnen, weil ich habe 220, glaube ich, kommen dann raus, weil ich den Mod nicht drin habe, nicht umgerollt. Ist jetzt nur Demo-Zwecke, ja. Die weiße Lady hätte da bei dem 337 wahrscheinlich, weil da hat 317, wie gesagt, 2 Mods gingen ab. Das ist einmal dazu, das war mal das zweite Bild. Es gibt nur ein drittes Bild, das ist dann Ende am Schluss. Jetzt bauen wir den ganzen Graph wieder um, mit dem, wo ich umgehen kann. Und von dem, wo eigentlich auch das Video handelt letztendlich. Am Schluss gibt es dann tatsächlich nur ein drittes Bild, wo es gut ist, aber brutal scheiße zum Farmen. Habe ich nicht zusammengebracht, darum kann ich es euch auch nicht direkt sagen. Aber ich kann euch sagen, wo es da noch dazu gehört. So, da haben wir 342% Kopfschussschaden. Ich glaube, das klangt dann. Das ist aber mit der weißen Lady. So, da habe ich eigentlich das, weißen Lady sage ich, aber mit dem weißen Tod. Ja. Da habe ich jetzt das aufgenommen, die Endsequenz da, das kennt auch jeder, wo dann zum Schluss die 3 Dicken da kommen. Und unverwundbar, sage ich gleich, ist man mit dem Bild nicht. Da muss man schon narrisch aufpassen. Aber wie gesagt, mit dem Talent Zähigkeit geht es. Wenn man sagt, auf Rüstung machst du nicht wirklich viel Schaden, aber ich sage jetzt mit dem Scharfschützengewehr auf die Distanz hast du überhaupt keine Chance. Also wie gesagt, das ist alles ein wenig so, ja, ausgewogen oder die beste Option für mich, dass ich da was, ja, zusammenbringe und nicht alle 5 Meter umfalle und auch Missionen spielen kann und. Also es hat alles seinen Grund, warum das ich das so gemacht habe. Meine Kollegen sind dazugekupft, dann ist das natürlich die ganze Garde nach oben skaliert. Die haben einfach drunter unter der Aufnahme. Ja, macht nichts. Mein Clan passt. BMC. So, da kommen da die ganzen Roden daher. Also wie gesagt, wir kommen da relativ gut durch. Natürlich, wenn man die optimalen Builds anhat, ja, dann kommt man da schneller durch, aber mir ist ja um das Scharfschützenteil da gegangen. Wenn man jetzt nochmal sagt, nochmal zum Abfotografieren,
Ja, und jetzt nochmal zum dritten Teil. Wenn man jetzt die zwei, also Backpack und Weste austauscht durch Habsburg, ja, die wo auch komplett rot gerollt ist, mit den gleichen Talente, also Rucksack Habsburg mit überwacht und Weste Habsburg mit Serienkiller drauf, dann macht das Ding richtig Spaß. Da sollte man sich aber dann vielleicht ein anderes Scharfschützengewehr aussuchen. Muss man ein wenig mal anprobieren. Also mein Favorit ist halt der Weiße Tod. Es geht aber, glaube ich, mit einem anderen auch. Sollten wir uns nehmen, das wo viel Magazin hat. Das war dann das dritte. Jetzt gibt es noch ein bisschen Gameplay aufs Auge, dass man sagt, ja, wir haben das auch geschafft. Es zieht sich jetzt dann ein bisschen. Aber ja, ich finde das Set gut. Ist einmal eine ganz andere, Abwechslung, sage ich jetzt einmal. Und es macht dann wieder Spaß, Sachen zum Spielen, die wo man schon 100 und 1000 Mal gespielt hat. Und darum versuche ich da ein Set zu machen, das, ja, aber wenn ich das richtige habe, dann mache ich die 0, nix nicht um. Und dann, ja, das ist der Spielspaß weg. Ja. Bei mir geht es jetzt nicht um das mega über irgendwas Bild, sondern einfach um Spielspaß. Und da muss man sich halt ein wenig anders verhalten, muss man anders spielen. Und ja, mir hat es gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ein Abo und ein Like da. Da hat mich auch gefreut. Kommentiert mir das unbedingt. Ich will wissen, was ist davon halt. Positiv, negativ, völlig wurscht. Hauptsache Kommentar ist drin. Und ich werde mir auch an jeden Kommentar äußern. Und ich bin absolut kritikfähig. Also schreibt eine, was wirklich davon halt. Halt nicht zurück. Das hat mich gefreut. Lebensfunktionen kritisch. Schwere Verwundung entdeckt. Ja, scheiße gelaufen, da hat es mich dann auch einmal erwischt, gell. Ich sage ja, unverwundbar ist man nicht. Aber wenn man dann später sieht, ja, Survival, ja, die anderen hat es auch zerlegt, die bleibt als einziger stehen und die haben mit Sicherheit ein besseres Bild an für die Situation als wie ich jetzt. Aber man kann sich dann durchfreten damit. Ja. Das ist mein Ziel gewesen bei der ganzen Sache. Allein geht es ein wenig leichter. In der Gruppe ist das nicht so optimal, das Bild, aber ja, man wird sehen, dass man durchspielen kann. In dem Sinn wünsche ich euch was, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Servus.